Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Ich war mit dem Film The Banshees of Inisherin gucken. Ja, ein Film, den an der Küste von, auf einer kleinen Insel für der Küste von Irland spielt. An den, ja, doch schon relativ speziell ist. Boah, was das lo geht, guck dir schon. So, also wie gesagt, der Film spielt auf einer kleinen Insel für der Küste von Irland an etwas ein klein bescheiden Dörfchen. Jeder feiert so sein Leben da drauf an. Voilà, du gehen wir dann ein bisschen begleitet, wie das so ist. An den Padraig, ich hoffe, ich erzähle nicht mehr alle gut richtig. Das war nicht so einfach. Den Padraig auf jeden Fall, den hat ein guter Kollege Colm an. Wieso statt so geheiert, trifft den sich 2 Uhr, geht bei ihm lunch an der Seite, kennst du matt, mir gehen an den Pub. So, das war immer so, das war immer gut so, mit der Colm, den will irgendwie nicht mehr matt. Irgendwie hat der keinen Bock mehr, will auch irgendwie nicht mehr mit Patrick schwätzen, diese Jahre lang befreundet, alles war immer gut, und du willst noch einmal nicht mehr mit dem schwätzen. Du fragst dich natürlich, Patrick, was tun ich dann da gemacht? Und der kommt sagt, du hast nichts gemacht, du bist mir halt einfach zu langweilig gehen. Uff. Ja, das ist weil bizarr. Natürlich lässt das der Patrick nicht traurig, und der will aber wissen, ja, was das dann da passiert. Wie könnte das dann noch immer, dass der von Haut auf Mur sieht, ne, wir sind kein Kollege mehr, was ist das dann? Ja, an ich meine, mehr brauche ich die Story nicht zu erzählen, weil der Film muss ich halt einfach angucken und ein bisschen erleben, weil es geht tatsächlich schon ein bisschen mehr darüber, wie nimmen, was hat wen lo falsch gemacht. Weil irgendwie erzählt der Film so viele Geschichten von den verschiedenen Charakteren auf der Insel, die bald mehr simpel nicht könnte sehen von der Erzählung, aber immens interessant sind. Die gerade weil sie so simpel sind, kann ich vielleicht ein bisschen dummer da knappen, kann ihn sich vielleicht mit verschiedenen Problemen selber identifizieren. Das ist das, was der Film halt auch so immens interessant macht. Die ganzen Thematiken, die dann auf so eng immens flott Weise und so immens flotten Dialoge durchgestaltet gehen. Es spielen immer so ganz spezielle Emotionen immer an dem Film. Einerseits ist den Film immens komödiantisch, an der anderen Seite gibt es einfach enorm tragisch. Also den schmule Grad zwischen das ist lo witzig und das ist lo schlimm, den ist ganz dünn. Also das kippt ob einmal von längs so jetzt immer so hin und her, aber am großen Ganzen hört den halt einfach Spaß mit dem Film. Verschiedene Leute kennen vielleicht schon den Regisseur vom Film, den Martin McDonagh, wann der den Film Brügge sehen und sterben gesehen hat, war das als der gute Mann. An den hört he den Colin Farrell an den Brandon Gleeson zusammengebracht. Also wenn Brügge sehen und sterben gesehen hat, der weiß, die zwei Funktionäre mega gut man den an die sind Orlo Heirem zusammen anspielen, die 2 Hauptrollen. An das ist ein immens prickelnd, interessant Geschichte. Du merkst den einfach die 2 Funktionären. Vor allem beim Colin Farrell wird den gesehen, wie gut hin einfach als Schauspieler ist. Also wenn ich so dran zurückdenke, hunnischen nach am Cup aus True Detective oder am letzten Batman hat The Penguin gespielt, also das ist ja schon wow. Hat ich nicht gedacht, dass es passt, aber das hat gepasst. Ja, auch am Gentleman waren auch dabei, wo einfach super badass ist. Und da spielt ein Hai den zurückhaltenden, feinen Patrick, den ganz großes Thema, das man da hört, ob er als dumm ugesiegt oder nicht. Und das sind immens flott Geschichten, die dabei entstehen. Und auch pur während der Geschichte kommen auch so verschiedene Thematiken sind halt einfach so no, ob es Depressionen gehen oder Angst wer den Numm Dotanner leist, so allerweltsfrohen, die diese Schiedereschnecker gestaltet, iwwer déi dann an dem Film do agange gët op eng immens charmant Äderweis. An dann duwen okay Fall vergessen die landschaftlich Opnahmen, also wo die Film gedreht gouf an Irland as bombastisch. Also die Landopnahmen sind wunderschön mat unzugucken.
sind nicht absolut wert an hier wenn die Film nach ein auf ein anderen Niveau wird einfach wunderschön ist. Großen Thema aber von mir und ihr der braucht Untertitel für den Film. Auch wenn er gut am Englisch sieht, der braucht Untertitel für den Film. Weil sie schwätzen nicht Irländisch Englisch, gut, wenn ihr das könnt, dann ist gut, aber boah, ich meine, wenn ich keinen Untertitel gehabt hätte, hätte ich verschiedene Sachen nicht verstanden. Die haben einen ganz speziellen Dialekt, den ich nicht immer ganz gut versteht. Du willst am besten mit Untertitel gucken, aber definitiv an der Originalversion denke ich das. Das ist ganz wichtig. So, ich denke, du hast das alles gesagt. Der Film möchte von Anfang bis zum Schluss Spaß. Das ist interessant, der ganze Entwicklung von den verschiedenen Geschichten nur zu gucken und mit zu favoren, das ist super schön umgesetzt. Und du willst auf jeden Fall The Banshees of Inisherin, ich muss eigentlich gucken. Ja, war richtig. Einen absoluten Must sehen für das Jahr auf jeden Fall. Also ich freue mich, dass ich den ersten Film von diesem Jahr, dass das schon direkt so ein guter Film war. Damit startet das Kinojahr schon mal ganz gut. Und du musst noch nach einer ein bisschen rumkommen. Voilà. Von mir auf jeden Fall eine ganz starke Empfehlung. Und dann, voilà, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch immens viel Spaß am Kino mit The Banshees of Inisherin.